Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Südele. Dann bleibt uns jetzt nur noch hier der Weg. Geschlossen. Oh. Bockender Bronco. Moment. Ah, Mist, das war falsch gedrückt. Nehmen wir doch mal Bockender Bronco. Also die Flaschen sind echt ultra geil gemacht. Oh, oh, oh. Puh. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Okay, das ist der Quatsch. Drücke L2 und schieße Gegner in die Luft. Halte L2 gedrückt und lass die Taste wieder los, um einen bockender Bronco-Falle aufzustellen. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Ja, das ist Müll eigentlich. Das brauche ich nicht. Was soll ich dann durch diesen Electrobolt ersetzen? Skyroad. Und? Aber ich sage euch klipp und klar. Okay. Hat irgendwie was, ja. Hat schon irgendwie was, muss ich sagen. Also man sollte so Kräfte schon mal ausprobiert haben, finde ich. Gut. Ja, hier ist noch so ein blöder Automat. Ja, komm schon, ja. So machen wir das. So ein dummer Hund. Ah. Okay, das so weit reicht es dann nicht. Ich bin ja relativ gut geschützt durch mein elektromagnetisches Schild. So. Bedenner, wenn ich ja. So, ich noch einer. Was habe ich gesehen? Da ist Elisabeth, oder was? Ah, Krähe. Ups. Das sind diese Mistkerle von der Bruderschaft des Raben wieder. Ja, diese Rassisten mischen hier ja auch ordentlich mit. Okay. Munition für die Panzerfaust. Oh. Das ist der Scheiß-Typ wieder. Schon her. Gut. Okay. Moment. Ah, ja, so kann ich auf die ganze Dinger zugreifen. Stimmt. Okay. Das Ganze funktioniert bei der Waffe leider nicht so gut. Ja, komm schon. Ui, das war ein sauberer Kopfschuss. Panzerfaust. Oh. Okay. Puh. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Ja. Ja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Okay. Ja klar, alles hat auch so seine Regeln. Das ist mir eigentlich schon klar. Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. So. Ja, scheint ja wohl irgendwie auch Regeln unterworfen zu sein. Ist ja auch völlig klar. Dennoch bin ich mal gespannt. Maschinengewehr. Ob man die Risse nicht eventuell irgendwann später nochmal richtig gut einsetzen können, bin ich mal sehr gespannt. Ob man die möglicherweise gezielt für unser Vorhaben verwenden können. Panzerfaust könnte man später auch noch kriegen. Ja, Karabinermunition brauche ich gerade sowieso.
Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Ja. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Okay. Dann können wir uns also hier nochmal gucken. Mach die Skylines frei. Ja. Wenn das der Hauptweg ist, gucken wir uns hier nochmal um. Oh, hier haben sie offensichtlich noch ein paar farbige umgebracht. Ganze Rassiste hier. Lockpick nehmen wir mit. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen Ja, werden definitiv. schmelzen und in Bächen durch die Straßen Columbias Boah, halt die rinnen. Schnauze. Da hat man offensichtlich so ein Massaker an der schwarzen Bevölkerung wieder gestartet. Und Weiß ist aber auch dabei gestorben. Okay, Karabinermunition, Maschinengewehre gibt's hier im Überfluss. Und nochmal ein bisschen Geld. Jetzt sind wir das erste Mal über 2000 raus. Okay. Was haben wir da noch? Nix. Okay, das war das Ende von dem Massaker, was wir hier gestartet haben. Von da kommen wir, genau, da haben wir unser Massaker gestartet. Können wir uns genauso gut nochmal hier reingucken. The Fellow Traveler Pub. Ich glaube, mit Kämpfen, dann würde ich gerne Bier trinken hier mit den Leuten. Ne, die Pistole brauche ich gerade nicht. Aber die Silver Eagle nämlich liebend gern. So, hier eine Mülltonne ist leider nichts Köstliches mehr für uns. Aber ein Lockpick. 3 Stück. Karabinermunition nehme ich doch auch sehr gern. Dose Bohne ist auch nicht verkehrt gerade. Ja, Bananen kann ich mir auch noch reinpetzen. Und dann... Wollen wir mal da over. Aber bei solchen Arena-Kämpfe, ich weiß nicht, ich bin irgendwie immer so stocksteif und bleib genau da stehen, wo ich gerade bin. Und versuche halt möglichst wenig rumzurennen, wobei ich eigentlich weiß, dass es sinnvoller wäre, sich woanders nochmal Schlupfwinkel zu suchen. Egal. Gott erschafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Okay. Alter, du die Soldaten und du aber dieser Comstock als Statue nochmal. Gewitterleid, ist das heftig. Okay, das war das, was wir overfinden konnten. Muss ich nochmal gucken, dass ich da in die, in Anführungszeichen, Schatzkammer unten noch reinkomme. Da gibt's nix. Kann ich da nicht reinkommen irgendwie? Daneben vielleicht. Hier, ja. Ein Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert. Wer ist die Vox Populi? Unzufriedene, die unsere Lebensart hassen. Die wollen, was euch gehört, ohne Arbeit oder Herkunft. Panzerfliegereinheit verteidigt Columbia. Das war's. Ach du Scheiße. Also ich finde eigentlich Columbia fast noch härter und heftiger als Rapture. Muss ich ganz ehrlich sagen. Rapture war ja schon übel, aber das... Mein Turm. Aber das So hier... fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Ich glaube, du hast dafür leider kein Geld gekriegt, dass du da eingesperrt warst. Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich echt noch heftiger als Rapture. Weil Rapture war ja wenigstens noch ohne Religion. Und lernen Sie das brandneue Schockjockey kennen. Wer braucht schon eine So, erstmal hier das wieder. Dann gucken wir mal, was der hat. Schadensboost 1 für den Karabiner ist das, glaube ich. Präzisionsboost fürs MG. Magazinvergrößerung für die Panzerfaust. Karabiner auf jeden Fall ist gut. Das nehmen wir. Sehr gut.
Dann für die Panzerfaust brauchen wir noch nicht. Für Maschinengewehrstreuung nehmen wir auch mal. Ja, und dann nehmen wir halt auch noch für die Panzerfaust. So, jetzt haben wir aber wieder so gut wie gar kein Geld mehr. Okay, bin ich mal gespannt, wann wir hier das Gedöns kriegen. So, da können wir erstmal auch wieder den Bocken der Bronco nehmen. So übel war der jetzt nicht wie gedacht. Da brauchen wir 3 Picks. Hast du das geknackt? Kommen wir gerade so durch. Wieso der Heat tänzelt? So. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? War das zufällig im Schloss drin oder was? Gut. Aber guter Zeitpunkt. Geld können wir immer wieder gut gebrauchen. Und da haben wir auch nochmal Geld. Perfekt. Kohle können wir jetzt definitiv wieder gut gebrauchen. Erstmal in die Rare. So. Karabinermunition. Ach, die kann ich sehr gut gebrauchen. Das sieht wichtig aus. Ja, gucke ich ja gleich. Da haben wir nochmal jede Menge Silver Eagle gefunden. Und Meisterschützehose. Erhöht den Schaden bei kritischen Treffern um 50%. Im Vergleich Geistersoldat. Töten mit Kräftefallen gibt eine 70%ige Chance, dass die Waffe des Feindes für kurze Zeit ein geisterhafter Verbündeter wird. Machen wir doch die. Ich leg das Ding auch gleich an. Crits sind vielleicht echt nicht verkehrt. So. Erst einmal das Zuckerwattebaum hier abernte. Dafür kriegt man ja Magenschmerzen so schön. Okay, da haben wir hier alles gemacht, was wir wollten. Dann können wir jetzt, ach, hier die Skyline bereinigen. Ey, hast du dich vorgedrängelt hier, Frechdachs. So. Das wird absolut fantastisch. Oh, die hat selber, ach so, Ding. Okay. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Okay. Sie könnte ja mal selber Waff ganz gut gebrauchen, wenn sie nur diese Skyline-Dinger hat. Die Strecke ist frei. Ah, na hopp. Suche Schockjockey in der Hall of Heroes, nach wie vor. So. Boah, Alter. Aber diese Skylines sind schon saupraktisch. Okay, Anari Skyline. Und drücke X, um hineinzuspringen. Huch. Ah, hier. Sehr gut. Dann mit Vollgas weiter. Und ist hier irgend so ein Hansel, auf den ich drauf springen kann? Anscheinend nicht. Na gut. So. Jetzt sind wir wieder irgendwo weit over. So, Patrioten-Scheiß-Musik läuft hier auch ordentlich. MG-Munition brauchen wir gerade nicht. Und was geht denn hier noch ab? Panzerfaust, ja geil. Dafür würde ich ganz gerne eventuell die Schrotflinte sein lassen. Kuchen haben wir auch nochmal in der Kiste drin. Warum auch nicht? Munition für die Panzerfaust. Ja, nehmen wir erstmal, probieren wir mal aus. Hier ist noch ein Voxophon. Oh, wieder der coole Typ. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen, habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Okay. Der wird auf jeden Fall wegen Verrat gesucht. Der war wohl irgendwann ein großer Veteran und Kriegsheld. Aber konnte wohl mit dem religiösen Gedöns nicht so gut umgehen. Und ja, dann hat man die Quittung gegeben. Das kennt man ja von diversen Systemen und Regimen. Gucker, Präzisionsgewehr. Ja, Munition. okay.
Oh, jetzt habe ich ein Präzisionsgewehr. Ich sehe es leider nicht. Kann ich da irgendwie reinzoomen oder so? Ah, so. Okay. Mit R3. Da muss der irgendwo sein, der Hansel. Ah, ich sehe dich. Volltreffer. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shockjockey und dann nichts wie weg. Okay. Präzisionsgewehr, Munition ist auch gut. Ich mag Präzisionsgewehre. Ist besser als das Karabinergewehr. Dann behalten wir das Ding auf jeden Fall. Wie hörst du denn als diese Musik dröhnt wie Drecksau? Karabiner, lassen wir mal Karabiner sein. Präzisionsgewehr, das brauchen wir. Oh, oh, oh. Weg ist er. So. So, mit so Dingen arbeite ich eigentlich echt sehr gerne in Shooter. Ah, das ist nur ein Automat. Ups. Der hat sich ziemlich gut gepirscht. 1, 2 und 3. Das hat genau gereicht. Okay. Wo ist er dann? Ah, da ist er. Dankeschön. Jetzt sammelt sie auch so Zeug. Ja, die hat sich als relativ nützlich erwiesen, muss ich so sagen. Und dieses Präzisionsgewehr ist einfach nur gut. Die Silver Eagle nehmen wir natürlich auch mit. So. Was haben wir denn hier noch? Schrotflinte. Können wir gerade nicht gebrauchen. 32 Silver Eagle hat der Typ bei sich. Präzisionsgewehrmunition, immer gut. Und das Ding macht auch schöne One-Hits, wie ich das von einem Präzisionsgewehr erwarte. Ach ja, aber die Waffe sind auch echt schön gemacht, muss ich sagen. Immer so mit Messing noch verziert. Das sind echt geile Unikate. Da war es wahrscheinlich auch zu der Zeit, zu 1912 waren die Dinger ja eigentlich auch keine Masseware. Das waren wirklich noch Handarbeiter. Sehr geil. Ja, ich finde es irgendwie schade. Diese Massenproduktion erlaubt natürlich wesentlich schnelleren Zugriff auf eine große Reihe von Arsenale. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut, wenn es Unikate und Handwerkskunst noch sind. So, erstmal hier. An Häftlingen getestete Produkte für Ihre Und dann wieder den. Sicherheit. So, der hat wieder nur das übliche Zeug. Aber hat mittlerweile eigentlich auch relativ viel Kram an Munition zu bieten. Für jede Waffengattung, die wir haben, sozusagen. Okay. Da können wir noch hier in das Ding reingucken. Wer braucht denn Elektrizität? Wer braucht ihr Leben einen Ruck? Sie, FingerMFGs Schockgedöns. Danke, Mr. Fink. Und wieder Ende. Alle hopp. Da machen sie auch schnell Werbung für ihre Produkte. Ist ja nur logisch. Södele. Kist durchsuche. Und da mal die letzten paar Episoden relativ über die Zeit gegangen sind, ich muss sagen, dass wir heute mal relativ pünktlich Schluss machen. Und ich hier erst einmal meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wie ich mal rumtänzelt, wenn wir uns dann morgen wieder in der Hall of Heroes wiedersehen. Ian Yankee.